بخیر هاتن پۆدکاستە کوردی تیڤە. Willkommen zum Kurdiv-Podcast. ئیرۆ ئەم بەحسا کوردên ئیسرائیلê dikin. Heute sprechen wir über die Kurden Israels. Di vê podkastê de em hêdî daxivin bi peyvên hêsan. In diesem Podcast sprechen wir langsam, mit einfachen Wörtern. Ji ber vê yekê, eger îngilîziya te di asta destpêkê de be, ev ji bo te ye. Wenn dein Deutsch auf Anfängerniveau ist dieser Podcast für dich. Kurdên İsrailê piranî Kurdên cîhûn e. Die Kurden Israels sind meist jüdische Kurden. Malbatên wan nêzîkî 3000 salan li Kurdistanê dijiyan. Ihre Familien lebten fast 3000 Jahre in Kurdistan. Ew li gelek bajarên piçûk li Bakurê Iraqê û Îranê dijiyan. Sie lebten in vielen kleinen Städten im Norden des Iraks und im Iran. Bajarên herî girîngzaxo, Amedî, Duhok û Musil bûn. Die wichtigsten Städte waren Zakso, Amedi, Dihok und Mosul. Cîhûyên Kurdistanê bi zimanekî taybet diaxivin. Die Juden Kurdistans sprachen eine besondere Sprache. Navê vî zimanî Lîşana Didan e, ku tê wateya zimanê me bi aramî. Diese Sprache heißt Lisana Didan, was auf Aramäisch unsere Sprache bedeutet. Aramî zimanekî pir kevne, 3000 salî ye. Aramäisch ist eine sehr alte Sprache, 3000 Jahre alt. Ev zimanê ku Îsa pê daxivî bû. Es ist die Sprache, die Jesus sprach. Gelek cîhûyên Kurdistanê jî bi kurmancî û soranî diaxivin. Viele Juden in Kurdistan sprachen auch Kurmandschi und Sorani. Ew demek dirêj bi cîranên xwe yên Kurdên Misilman re bi aşîtî dijiyan. Lange Zeit lebten sie in Frieden mit ihren muslimischen kurdischen Nachbarn. Jineke navdar a Kurd cihû Osnat Barzanî bû. Eine berühmte kurdisch-jüdische Frau war Osnat Barzani. Ew di sala 1500 û not de li nêzîkî Duhokê hat dinê. Sie wurde im Jahr 1590 in der Nähe von Dihok geboren. Bavê wê rabiyekî mezin bû, mamosteyekî oliyê cihû. Ihr Vater war ein großer Rabbiner, ein jüdischer religiöser Lehrer. Lawên wî tunebûn, ji ber vê yekê wî her tişt hîn kir. Er hatte keine Söhne, also lehrte er sie alles. Wê îbrî, Tevrat, Talmud û Kabala fêr dikir. Sie lernte Hebräisch, Tora, Talmud und Kabbalah. Piştî mirina bavê xwe, ew bi xwe bû rabi. Nach dem Tod ihres Vaters wurde sie selbst Rabbinerin. Ew yekem cinrabiya dîroka cihûyan e. Sie ist die erste Rabbinerin in der jüdischen Geschichte. Îro ew lehengeke ji bo cihên Kurd. Heute ist sie eine Heldin für die kurdischen Juden. Niha em digihîjin koçberiya mezin. Nun kommen wir zur großen Auswanderung. Di sala 1948 de dewleta İsrailê hat dinê. Im Jahr 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Piştî vê yekê, jiyan ji bo cihûyên li Iraqê bû bi metirsî. Danach wurde das Leben für die Juden im Irak gefährlich. Hikûmeta Iraqê milkê wan û welatîbûna wan stand. Die irakische Regierung nahm ihren Besitz und ihre Staatsbürgerschaft. Di navbera salên 1905 û 1951 de hema bêje hemû cîhûyên Kurd Kurdistanê terikandin.
Zwischen 1950 und 1951 verließen fast alle kurdischen Juden Kurdistan. Vê koçberiya mezin re operasyona Ezra û Nehemya tê gotin. Diese große Bewegung hieß Operation Esra und Nehemia. Balafirên mezin ew anîn İsraîlê. Große Flugzeuge brachten sie nach Israel. Nêzîkî 50,000 cihûyên Kurd di vê operasyonê de hatin. Etwa 50.000 kurdische Juden kamen durch diese Operation. Hemû civata cihûya Zaxo di sala 1951 de derket. Die gesamte jüdische Gemeinde von Zaxo verließ ihre Heimat im Jahr 1951. Destûr nedan ku vegerin. Diviya bû her tiştî bifroşin. Sie dürften nicht zurückkehren. Sie mussten alles verkaufen. Li İsraîlê jiyan di destpêkê de pir dijwar bû. In Israel war das Leben am Anfang sehr schwer. Piraniyên wan cotkarên feqîr bûn û îbrî nizanibûn. Die meisten waren arme Bauern und sprachen kein Hebräisch. Hikûmetê ew xistin kampên kon, jê re Ma'abarot tê gotin. Die Regierung brachte sie in Zeltlager namens Mabarot. Salan li van kampan jiyan. Sie lebten jahrelang in diesen Lagern. Hêdî dest bi jiyaneke nû kirin. Langsam begannen sie, ein neues Leben aufzubauen. Piraniya cihûyên Kurd li Orşelîmê bi cih bûn. Die meisten kurdischen Juden ließen sich in Jerusalem nieder. Bi taybetî li taxên Naxlaot û Musrara dijiyan. Sie lebten besonders in den Stadtteilen Nachlaut und Musrara. Cihûyên Kurd ên din li Tel Aviv û Heyfa bi cih bûn. Andere kurdische Juden ließen sich in Tel Aviv und Haifa nieder. û ji sî zêdetir gundên cotkariyê ji aliyê wan ve hatin damezrandin. Und mehr als 30 Bauerndörfer wurden von ihnen gegründet. Îro, nêzîkî 200,000 cihûyên Kurd li İsraîlê hene. Heute leben etwa 200.000 kurdische Juden in Israel. Nîvê wan hîn jî li Orşelîmê dijîn. Die Hälfte von ihnen wohnt immer noch in Jerusalem. Di destpêkê de karên hêsan girtin. Am Anfang nahmen sie einfache Arbeiten an. Gelek wek hammal, avaker û cotkar dixebitîn. Viele arbeiteten als Träger, Bauarbeiter und Bauern. Nifşê yekem pir zehmet xebitî da ku zarokên wan bixwînin. Die erste Generation arbeitete sehr hart, damit ihre Kinder studieren konnten. Niha zarok û neviyên wan bijîş, parêzer û mamoste ne. Heute sind die Kinder und Enkel Ärzte, Anwälte und Lehrer. Mêrek navdarê Kurd İsraîlî Yitzhak Mordeçai ye. Ein berühmter kurdisch-israelischer Mann ist Yitzhak Mordechai. Ew di sala 1944 de li Akrê li Kurdistanê hat dinê. Er wurde 1944 in Acre in Kurdistan geboren. Wek zarokekî biçûk di sala 1949 de hat İsraîlê. Als kleines Kind kam er 1949 nach Israel. Bû general di artêşa İsraîlê de. Er wurde General in der israelischen Armee. Di sê şerên mezin de şer kir. Er kämpfte in 3 großen Kriegen. Paşê bû wezîrê berevaniyê yê İsraîlê. Später wurde er Verteidigungsminister Israels. Ew cihûyê Kurdê herî giring di siyaseta İsraîlê de bû. Er war der wichtigste kurdische Jude in der israelischen Politik. Kurd İsraîliyekî dinê navdar stranbêj Itzik Kala ye.
Ein weiterer berühmter kurdisch-israelischer Sänger ist Itzik Kalla. Bisê zimanan distre. İbrî, Kurdî û Aramî. Er singt in 3 Sprachen, Hebräisch, Kurdisch und Aramäisch. Sî albûm çêkirine. Er hat 30 Alben gemacht. Muzîka Kurdistanê li İsraîlê zindî dihêle. Er hält die Musik Kurdistans in Israel lebendig. Cihûyên Kurd gelek kevneşopiyên Kurdistanê parastin. Die kurdischen Juden bewahrten viele Traditionen aus Kurdistan. Ya herî giring cejna Seharanê ye. Das Wichtigste ist das Seharane-Fest. Ev cejn pir kevne. 2000 salî ye. Dieses Fest ist sehr alt, 2000 Jahre alt. Navê Seharanê ji peyva Kurdî seyran tê. Der Name Seharane kommt vom kurdischen Wort Seyran. Seyran tê wateya gerê di xwezayê de û kêfê. Seyran bedeutet, in der Natur spazieren zu gehen und Freude zu haben. Li Kurdistanê malbat çend rojan diçûn deşt û çiyayan. In Kurdistan gingen die Familien viele Tage aufs Land. Govend digeran, distira û li der bi hev re dixwarin. Sie tanzten, sangen und aßen unter freiem Himmel zusammen. Ev cen mîna Newroza Kurdî ye. Dieses Fest ist wie das kurdische Newroz. Li İsraîlê îro, Seharane di dema cejna Sukkotê de tê pîrozkirin. In Israel wird Seharane heute während des Sukkot-Festes gefeiert. Hezaran kes li parkên mezin tên cem hev. Tausende Menschen kommen in großen Parks zusammen. Cilên Kurdî li xwe dikin, dîlanên Kurdî digerînin û xwarinên Kurdî dixwin. Sie tragen kurdische Kleidung, tanzen kurdische Tänze und essen kurdisches Essen. Carinan Kurdên Misilman, ji Kurdistanê jî wek mêvan tên vexwendin. Manchmal werden auch muslimische Kurden aus Kurdistan als Gäste eingeladen. Ev nîşan dide ku hevaltiya Kurd û cîhûyan didome. Das zeigt, dass die Freundschaft zwischen Kurden und Juden fortbesteht. Xwarina cîhûyên Kurd taybet e. Das Essen der kurdischen Juden ist besonders. Ku beh çê dikin, cureyek kade bi goşt. Sie machen Kobe, eine Art Teigtasche mit Fleisch. Nanê Kurdî, tirşî û gelek şorbe çê dikin. Sie machen kurdisches Brot, eingelegtes und viele Suppen. Ev xwarin îro li hemû İsraîlê tê hezkirin. Dieses Essen ist heute in ganz Israel beliebt. Zimanê lîşana didan niha di metirsiyê de ye. Die Sprache Lisana Didan ist heute in Gefahr. Tenê yên herî pîr hîn jî baş pê diaxivin. Nur die Ältesten sprechen sie noch gut. Cihûyên Kurd ên ciwan îbrî wek zimanê yekem daxivin. Junge kurdische Juden sprechen Hebräisch als erste Sprache. Hin zanîngeh niha vî zimanî dixwînin û diparêzin. Einige Universitäten erforschen und bewahren diese Sprache heute. Cihûyên Kurd ji bo her du İsraîl û Kurdistanê evîneke kûr hene. Die kurdischen Juden lieben Israel und Kurdistan tief. Gelek ji wan îro wek geştyar diçin Kurdistanê. Viele von ihnen besuchen Kurdistan heute als Touristen. Dixwazin bajarên kal û pîrên xwe bibînin. Sie wollen die Städte ihrer Großeltern sehen. Sînagoga Zaxo hîn jî îro li ser piyan e. Die Synagoge von Zaxo steht noch heute. Di sala 1992 de, İsraîl û Herêma Kurdistanê dest bi peywendiyên dostane kirin.
Im Jahr 1992 begannen Israel und die Region Kurdistan freundschaftliche Beziehungen. Cihuyên Kurd alîkar bûn ji bo avakirina van hevaltiyan. Die kurdischen Juden halfen, diese Freundschaft aufzubauen. Îro cihuyên Kurd beşeke girîng a civaka İsraîlê ne. Heute sind die kurdischen Juden ein wichtiger Teil der israelischen Gesellschaft. Ew di artêşê, di siyasetê, di muzîkê, di karsaziyê de ne. Sie sind in der Armee, in der Politik, in der Musik und im Geschäft. Ew İsraîliyên serbilindin û jî Kurdên serbilindin. Sie sind stolze Israelis und auch stolze Kurden. Ew piyaleyek in di navbera du gelên kevin de. Sie sind eine Brücke zwischen zwei alten Völkern. Hevaltiya di navbera Kurd û cîhuyan de ji 2000 salî zêdetir e. Die Freundschaft zwischen Kurden und Juden ist mehr als 2000 Jahre alt. Ev hevaltî hîn jî îro di dilên Kurd İsraîliyan de dijî. Diese Freundschaft lebt heute noch in den Herzen der kurdischen Israelis. û bi vî awayî çîroka Kurdên İsraîlê çîroka bîranînê û hêviyê ye. Und so ist die Geschichte der Kurden Israels eine Geschichte der Erinnerung und der Hoffnung. Ji bo guhdariya we pir spas. Vielen Dank fürs Zuhören. Eger we ji vê podcastê hez kir, ji kerema xwe bibin abone ji bo Kurdî tive. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert bitte Kurdiv. Heta beşeka din, bi xatirê we. Bis zur nächsten Folge.